Geht da was? Ich glaube, dass da was geht. Ja, hallo, ich bin ja schon da bin ich rede lauter. Sagst mir jetzt, hallo, kannst du mich sagen? Hallo, hallo, hallo. Mr. Seitsching, Mr. Boxer, ich grüße euch. Habe ich der euch. Ihr seid pünktlicher wie die Feuerwehr. Das ist sehr, sehr lobenswert. Sehr, sehr lobenswert ist das schon wieder. In aller Herrgottsfrühe. Wenn man so sagen kann. Na Quatsch. Ja, laut und, weiß ich nicht. Und in HD. Oha. Das ist auch noch gestochen scharf. Ja, ich hoffe, dass es die Pickel da nicht zeigt. Ja, die ungesunde Ernährung macht sie wieder bemerkbar von den letzten Tagen. Du musst ja pünktlich sein, ich bin ja Mott. Grundsätzlich ja, aber eigentlich auch nicht. Ja? Du weißt, was ich meine, ja? Du kannst mich nicht hören, es ist so dunkel hier, dann dreh das Licht auf. Außer ich darf ein Horrorspiel spielen, dann muss das Licht abdrehen. Ja? Der Einzige, der wo dann ein Licht da haben darf, das bin ich. Aus Gründen, ja? Weil ich kläre ja nicht von selber. Das hat ja alles seinen Hintergrund da. Wie geht's euch denn? Alles fit im Schritt? Ich hoffe doch. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Wenn es ja von gestern auf heute nicht allzu viel geändert haben. Ja, sitzen wir schon wieder da. Ich habe so das Gefühl, dass dieser sehr, sehr streamreiche Woche wird. Da mit 5 Tagen in Folge. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist immer irgendwas geboten. Wahnsinn. Ich brauche PC-Boxen. Alles auf die Kopfhörer auf wie dran ist auch nicht gesund für die Umgebung. Ich kann da wärmstens meine Boxen empfehlen. Das ist eine Logitech-Anlage mit Woofer. Jetzt weiß ich aber nicht genau, wie die heißt. Ich schicke das noch in Discord über Amazon. Aber mit der bin ich sehr, 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 sehr zufrieden. Also die macht wirklich, die kostet auch nicht viel. Ich meine, die kostet 70 Euro oder was immer dumm. Aber da schicke ich dann nachher einen Link. Ist diese THX-Anlage. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich schicke da nachher einen Link, die wo ich hab. Mr. Price, habe die Ehre. Oh, der ist schon scharf wie Pfefferkernel aufs Blut. Leck mich am Arsch. Sturm bis 2. Was heißt Sturm bis 2, Mr. Seitsching? Aber wichtig ist auch mir, dass der gut geht. Mr. Price, alles fit bei dir. Schön, dass du da bist. Das hat so geschubst, das hat's immer am Start. Das ist ein Wahnsinn. Der Mr. Mozart ist auch schon da. Der Mr. God of War Nachzügler, ja. Das freut mich außerordentlich, dass das alles so funktioniert, wie es das. Obwohl er das eigentlich nicht einmal erklärt hat, aber schön, dass das funktioniert, Mr. Mozart. Der Kratos-Sepp, ja, der wird jetzt da umeinander rumpeln. Der Kratos-Sepp. Ach so, sturmfrei. Ah, jetzt. Ja gut, bis 2. Das ist jetzt aber nicht mehr allzu lang, wenn du mich fragst. Das ist nur eine halbe Stunde. Ich habe aber auch abgesehen davon gerade sturmfrei. Ich hab nur Brau, wie es heißt. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber Hauptsache es funktioniert. Das ist das Wichtigste. Hauptsache es funktioniert. Wie gesagt, das ist eigentlich alles einfacher, als wie es ausschaut.
Die Software, ja gut, okay. Das ist durchaus ein bisschen eine verzwickte Sache, weil es heißt halt nicht 1:1 PS2. Ja? Aber wie gesagt, Hauptsache das, was er da geschickt hat, funktioniert. Nutze ich auch. Immer mal wieder. Ja? Habe ich sogar jetzt auch auf meinem PC. Ja? Wird man mit Sicherheit irgendwann wieder hernehmen. Bin ich sogar ziemlich sicher überzeugt davon. Aber gut. So, Freunde, der Bazi war heute schon wieder fleißig. Der eine oder andere hat es vielleicht im Discord gesehen, ich bin heute schon wieder fleißig im Fitnessstudio gewesen. Weil das Fett schwindet ja nicht von allein weg. Das, was ich mir jetzt angefressen habe auf die letzten 4 Tage. Was hilft's denn, ne? Aber gut. Morgen werde ich mich zwar nicht einmal mehr geradeaus auf Scheiß aussitzen können, ohne dass ich das Gesicht verziehe, weil mir alles wehtut, weil morgen habe ich einen richtig bösen Muskelkater. Aber gut, anderes Thema. Zum Zocken gelangt's. Ja, also es wird jetzt kein Stream ausfallen, nur weil ich Muskelkater habe. Ja? Außer ich müsste jetzt irgendwie Wii Fit oder so einen Scheiß spielen. Dann kann es eventuell problematisch werden. Aber der mal ja nicht. Logisch, alles bestens und bei dir euch. Ja, wie gesagt, ein bisschen ich befürchte einen schweren Muskelkater, aber sonst grundsätzlich geht's mir natürlich gut. Bist du da gerade heimgekommen von der Boulderhalle? Hat's taugt? Nehmen wir Wii Sports Resort abgelehnt. Du brauchst da gar nicht erst ins Wunschgame schreiben, falls du das einmal vorhast. Ja? Also solche Sachen abgelehnt. Abgesehen davon habe ich nicht einmal Wii. Aber gut. So, Freunde der Sonne. Heute spielen wir God of War weiter. Ja? Ich bin total hinig. Okay, gut. Heute spielen wir God of War weiter. Da haben wir letztes Mal ein gutes Stück vorangekommen, an Heiligabend. Heute geht's im Tempel von Delphi weiter. Da haben wir letztes Mal stehen bleiben. Das ist ein schöner Cliffhanger. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was da drin alles passiert. Also, das Einzige, was ich noch weiß, da haben ein paar Rätsel drin, die wir machen müssen. Aber was genau da jetzt Sache ist und wie, das ist Jahrzehnte her gefühlt. Aber das wird man herausfinden. Ja? Also alle, die wollen in den Tempel haben, die dürfen sich schon mal die Windeln anziehen, weil die werden sich anscheißen von uns. Nicht mehr, wenn da der Kratos einen Grund bekommt. Ja? Jetzt schauen wir mal, wie lange das wir heute live fahren. Also ich gehe jetzt einmal davon aus, so bis um eine 4 in etwa, 4 über 4, schauen wir einfach, wie es uns ausgeht. Und dann sehen wir schon. Ja? Bis dahin haben wir bestimmt ein paar Liter Blut verspritzt mit dem Kratos. Gehen jetzt einfach mal davon aus. Aber gut, werden wir sehen. So. Leute, ich glaube, wir fangen mal an. Ha? Sollten wir anfangen? Oder reden wir noch ein wenig? Was meinst du das? Ein ins Viech, oder wie? Rein in das Vieh. Ich glaube schon. Immer, dass wir ins Viech gehen. Was darf man sonst? So. Spotify. Allhalten. Kattel Havideri. Grüß dich. Alles gut bei dir. Schön, dass du reinschaust. So, da dürfen wir mal ausblenden, Freunde. Switchen wir mal um. Dann muss ich noch einen Ton. Das vergesse ich jedes Mal wieder. Wo ist der? Das Spiel wird vorbereitet. Ja, toll. Ich habe übrigens meine Kamera jetzt für das Spiel da verschoben, also da her, weil es ihr da trennt hat, also praktisch dann da auf der anderen Seite. Da seht ihr ja dann meine Wutanzeige. Das ist mir an Heiligabend nicht gleich aufgefallen. Und da, wo jetzt meine Kamera ist, da ist also praktisch nichts. Da ist jetzt nichts verborgen oder sonst irgendetwas. Ja, also nicht, dass ihr jetzt wundert, hey, warum sitzt ihr denn jetzt links? Ja? Was? Und ich hab mir schon wieder mal den Fingernagel vom Fingerbett abgekommen. Ja, soll passieren, Mr. Motzog. Aua. Alles in Butter, bin vor einer Stunde vom Holzarbeiten heimgekommen. Oh, leck mich am Arsch, du hast da praktisch heute auch schon deinen körperlichen Ausgleich gehabt, oder? Also das setzt jetzt einmal 1:1 auf das Level mit Fitnessstudio, Holzarbeiten. Da kannst du dich schinden. Wird saugeil weh, ja. Ich hab die Erfahrung, also ich hab mir letztes Jahr zweimal meine 2 großen Zehennägel verloren. Ja? Also, die haben bis heute, also jetzt haben sie fast wieder so, wie es waren, vom Aussehen her. Ja? Aber es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Muss ich auch sagen. So, wie schauen wir denn da aus? Einen Ton haben wir, das ist ja schon mal gut. So. Spiel müsste von der Lautstärke her passen, wenn nicht, dann schreit es einfach, hey, voll das Spiel ist laut. Ja? Hoffentlich auch klar.
So, wir machen da weiter. Wir sind schon in Kapitel 9 in die Eishöhlen, beziehungsweise wir müssen mal schon kurz vorm Tempel, oder müssen wir eigentlich kurz vorm Tempel sein. Der rechter große Zehennagel ist auch recht unexistent. Ja gut, seitdem ich Tennis spiele, habe ich wie gesagt zweimal meinen rechten Zehennagel verloren. Meinen großen. Nicht meinen rechten großen, sondern beide. Also links und rechts. Aber mei, soll vorgehen. Genau. Gut. Da haben wir letztes Mal stehen bleiben. Schaut richtig sexy aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben letztes Mal unsere Waffe noch, also beim ersten Mal unsere Waffe auf Stufe 3 bereits gekriegt und wir haben unser Feuermagie, also unsere Feuerverzauberung haben wir auf maximal gebracht. Das hat mich erstaunt. Ja, ich glaube, dass ich gesagt habe, dass wir jetzt mal schauen, dass wir die Waffe auf Stufe 4 bringen. Da braucht man noch gute 8500 Orbs. Aber die werden wir mit der Zeit halt auch zusammenbringen. Und wir haben 4 Phönixfedern, sage ich gerade. Das heißt, wir kriegen aber relativ bald einen zweiten Magieslot. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich habe den Sommer meinen rechten großen Zehennagel verloren. Der ist jetzt so schief gewachsen, dass er im Januar wieder raus muss. Ja, gut, schief gewachsen haben meine Gott sei Dank nicht. Ja, die haben immer geradeaus rausgekommen, aber die haben nicht total verhurnagelt ausgeschaut, weil es ist natürlich sehr, sehr förderlich, wenn dann ohne Zehennagel dann in einen relativ engen Sportschuh gehst, dass der Nagel nicht sauber also glatt auswachsen kann. Aber gut. Es drückt sich mir aber mit der Zeit. Na, übereinander gewachsen quasi. So, rein in den Schund. Da haben wir. Da haben wir auf alle Fälle schon mal den attraktiven Meinungsverstärker. Den nehmen wir uns natürlich einmal mit. So, Magie füllen wir auf, die ist la. Ja, wie gesagt, wenn es dir Zeit gibt, die wachsen einfach von allein aus. Das ist. Der Kratos macht übrigens ein Tier nicht mit der Hand auf, sondern er tritt ungefähr 3 Tonnen Tier mit dem Fuß ein. Man kennt's. Ah, Cerberus! Der erste Tränen und drunter nachgewachsen. Das ist ja auch nicht schön. Ja, jetzt bin ich natürlich noch so black und renne rein. Der Barriere oder was? Das Runterl macht mal ganz schön Schaden, du. So, das betäubt, ja gut. Alter, das Unterleib, das geht richtig ab. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich gleich stirb. Alter, wie was hält denn die aus? Hey, das ist auch, stirbt sie jetzt auch einmal oder was ist mit euch? Ja, irgendwie, da ist der Wurm drin gerade.
Herrgott, Seele. Weg mit dir! Sitz! Das war aber auch wieder eine Blitzrille, gell? So, jetzt müssen wir mal schauen. Da gibt es auf alle Fälle schon mit 2 Orb drin, das ist gut. Gut für uns. Haben wir da, jetzt muss ich mal schauen, ob wir noch mal zurückkommen. Weil ich hab mir extra die Gesundheitstruhe aufgekommen. War nicht schlecht, wenn wir die nochmal hernehmen könnten. Also da geht's nicht aus, ja, okay. Aber weil es da oben geht, okay. Natürlich kommt man nicht mehr durch die Tür durch, das war auch klar, oder? Ja gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Schafft auch nur der Kratos, dass er das mit einem Arm auszieht. Okay, das ist ja so Schlangendingenskirchen. Ah, da kann man rein, oder was? Versperrte Tür. Diese Tür kann nicht geöffnet werden. Ja, toll. Dann halt nicht. Okay. Was haben wir da? Apollo, der Retter Delphis. Das ist der Apollo? Okay. Dank sei Apollo für die Zähmung des mächtigen Pythons, der unser Orakel bedroht hat. Achso, der Apollo ist rechts, das Orakel ist in der Mitte und wer links ist, weiß kein Mensch nicht. Auf alle Fälle ist da das 2 Pythons, 3 Pythons. Okay. Kann man da jetzt machen? Ah, ja, ich weiß schon wieder. Ja, stimmt. Es ist so eine Art Illusion oder beziehungsweise so ein Schlangennebel, der wo halt alles altern lässt für kurze Zeit, also verwesen lässt. Ah ja, okay. Ja, so war das. Haben wir Magie und Gesundheit, das ist gut. Ja, ich weiß schon wieder. Da hat man da kommen dann ein paar Rätsel tatsächlich. So, mal schauen, da geht's mal nicht nur so rundum, oder? Ja. Oder? Gibt's da noch ein Geheimnis? Schauen wir lieber mal. Nö. Da ist einer so eine Dampflerei. Ah ja, da ist auch wieder so ein Schlangennebel. Schnell, bevor der Meister kommt. Du! Wir haben euch alles gegeben, was ihr benötigt. Und dennoch habt ihr versagt. Die Statuen sollten längst vollendet sein. Ihr habt uns eine sehr schwere Aufgabe gestellt, Herr. Meine Brüder, sie brauchen Nahrung und Ruhe. Du wurdest nicht nach deiner Meinung gefragt. Ah ja. Wer ist der Nächste? Du bist ab sofort verantwortlich für die Vollendung der Statuen. Wie ihr wünscht. Wir hoffen, deine Arbeit taugt mehr als die deines Freundes hier. Wir ertragen euren Anblick nicht mehr. Ihr macht uns krank. So kann man seine Meinung auch vertreten. Einfach mal einen Abstecher, wenn er nicht das tut, was er meint. Nutzloses Pack, erbärmlich, jeder Einzelne. Okay, wir müssen also da oben. Natürlich geht die Tür zu. Warum auch nicht? Warum sollten die Tür offen bleiben? War ja völlig langweilig.
Okay, jetzt lasst mich mal schauen. Das heißt jetzt, die Sanduhr ist jetzt praktisch wieder in der Luft. Ja, toll, das sehe ich von da nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Sanduhr in der Luft ist. Also sprich, wir müssen über den Aufzug irgendwie oben kommen. So, der Schlangennebel da ist ja jetzt auch nicht umsonst. Ja, also das heißt, da müssen wir irgendwo dann durchkommen. Jetzt gehen wir da einfach einmal rein. Ah, da fällt auf alle Fälle das Drum da schon mal runter. Dann kommen wir jetzt nach rechts. Gut, rechts geht es jetzt offensichtlich weiter. Aber weil wir mir ganz krasse Pro-Gamer haben, gehen wir erstmal nach links. Und da kommen wir auch durch, wie man sehen. Dann schauen wir halt erst einmal auf der linken Seite weiter. Das stinkt nach Gegner, wenn du mich fragst. Irgendwer singt da. Oh ja, das sind Sirenen. Die haben richtig lästig. Ah, ja, mit zwei Männern. Moment, da, putzen wir jetzt, ha? Schupferbrunzen, Blöde. Bitte Niederseher nicht als Treiberschutz und Bremsen brauchst. Wo gehst her? War so direkt aus. Aha. Okay, also links sind jetzt mal die Gitter runtergegangen. Was haben wir jetzt da? Da habe ich vorher irgendwas erlurt. Aha, da haben wir eine Statue. Ja gut. Jetzt schauen wir mal. Wo gibt's denn jetzt da was zu machen? Da müssen wir jetzt mal schauen. Auf alle Fälle hauen wir da mal die Kriegel zusammen, weil das gibt Orbs. Was haben wir da? Das Orakel von Delphi und seine Helfer. Gesegnet ist die Auserwählte, die die Augen trägt. Sie erkennen die Wahrheit in uns allen. Also es ist nicht schlecht, wenn du Augen im Kopf hast, ja. Das ist durchaus eine richtige Behauptung. Ja, aber manche haben die Augen im Kopf und singen trotzdem nichts. Also gesunde Augen im Kopf singen trotzdem nichts. Um jetzt niemanden in den Dreck zu ziehen, wenn sie versteht, was ich meine. So. Da geht's einer. Jetzt schauen wir mal, das wird dann schon irgendwie zusammenpassen. Da gibt's auf alle Fälle Kriegel, die wir zusammen anfangen. Da ist ein Navy, okay. Und da gibt es zwei Geheimnisse drin, die mag ich haben. Da ist ein Schalter. Ja gut, okay, ja. Das heißt auf alle Fälle, das drum da heraus, da muss ich irgendwie da rein. Das war jetzt das da vorne, ja, das war da vorne. Jetzt schauen wir mal. Das hängt schon irgendwie zusammen. Na, da gehst du her. Dann muss ich den Adonis-Körper da mitnehmen. Nicht immer so gierig. Mehr gierig ist mehr gut, was sagt. Da tun wir gar nicht lang umeinander. So. Noch Harum und Riese, wenn ich jetzt das da herstelle. Aha, da siehst du das. Jetzt passt so wacht. Da hinten irgendetwas. Na, jetzt, was passiert jetzt, wenn ich da reingehe? Feuchten Schwarz kann ich haben. Den besorgen wir selber, da brauchst du gar nicht wieder. Aber jetzt mir Obacht, was war denn jetzt? Geht das obi, wenn ich jetzt da reingehe?
Ah, okay, das macht da so jetzt keinen Sinn. Ja gut, das passt so auch. Das muss schon irgendwie... Irgendwas übersehen wir da jetzt. Ah, ich verstehe schon. Ja. Das ist eine Timing-Sache. Das ist eine Timing-Sache. Moment, jetzt passt so auch. Das muss jetzt da oben. Ah! Einfach durchrennen, wenn die zwei Gitter aufeinander laufen. So, mehr Orbs, mehr gut. Und mehr Geheimnistruhen, auch mehr gut. Nice! Magieverbesserung. Haben wir schon 2 Magieslots. Das ist gut. Und ein Gorgonenauge. Okay, da haben wir jetzt das erste. Ich habe jetzt keine Ahnung, was da jetzt aufgegangen ist, aber ich werd mir schon irgendwie rausfinden, was das war. Jetzt ist das Tier... Achso, jetzt ist automatisch die Tür auf. Okay, ja gut. Ist okay. Gut, die Tür ist im Endeffekt der Raum da hervorne, dann haben wir da jetzt praktisch alles erledigt, oder wie sage ich das? Oder gibt es da nur eine? Ah, da ist die Tür aufgegangen, okay. Okay, dann schauen wir noch, was da gibt. Da ist auch wieder irgendein Nebel. Okay. Was haben wir jetzt da? Okay. Ich glaube nicht, dass ich da oben springen muss. Was war denn jetzt, wenn ich da die Statue plumpsen lasse? Das darf mich jetzt interessieren. Das würde mich jetzt interessieren. Jetzt nehmen wir mal Erm da mit. Dann ist sinnig, ja. So, gehen wir mal an. Passt die da überhaupt durch? Das ist die nächste Frage. Ah, die geht da nicht durch, okay. Da ist ein Absatz. Ah ja, ich vermute mal, da müssen wir später her. Weil das ist auch nicht umsonst. Aber ich glaube nicht, dass du da oben fallen darfst. Das merken wir uns einmal. Da müssen wir bestimmt nur mal her. Da bin ich mir fast sicher. Jetzt gehen wir mal auf die rechte Seite um. Da die Vorschlag. Aber das merken wir uns einmal. Aber ich glaube, dass wir da noch mal herkommen. So, jetzt rennen wir da rein. Gehen wir mal rechts. Weil das war ja der ursprüngliche, eigentliche Weg gewesen. Ja gut, da schaut es jetzt ungefähr genauso aus wie auf der hinteren Seite. Aber da ist zu auf jeden Fall. Oh, da haben wir einen Hammer. Meinungsverstecker. Oh. Ziegenkrieger. Ende im Gelände.
Hirschgulasch gibt's jetzt. Oh, was haben wir da? Da ist auch wieder irgendwas. Der heilige Nebel von Delphi, göttliche Vision. Der heilige Nebel enthüllt Leben und Tod von allem, das er berührt. Ah ja. Heilig. Vor allem sehr, sehr heilig. Wenn dann alles auf der Welt verfault. Oh, da haben wir wieder einen Adoniskörper. Da schau her. Ja gut, jetzt pass auf. Jetzt ja gut, die Schelle nehme ich mit, wenn es schon liegt. Schauen wir mal. Müssen wir erst wieder schauen, wie das alles zusammenhängt. Oh, da hinten gibt's etwas. Die Entdeckung, dass der Schlüssel zu meiner Vision Licht und Dunkel ist, sollte mich erleichtern. Doch mit jeder Erkenntnis steigt nur die Furcht vor dieser geweissagten Zukunft. Aletheia. Oh, da oben gibt's Truhen. Da schau hin. Da gibt's wieder 2 Orbs und 2 Geheimnistruhen. Das ist gut für uns. Die mag ich haben. Freunde, die mag ich haben. Das wird nicht anders. Jetzt passt so was. Wenn ich jetzt da hergehe. Ja, der Gott des Todes ist der Hades in der griechischen Mythologie, Mr. Motzok. So, okay, da klappt jetzt das ober. Und das geht dann wieder komplett zurück. Moment einmal, wir haben doch... Okay, die Statue braucht man ganz offensichtlich da erinnert. Jetzt mir beobachten. Wo ist denn die Statue gewesen? Weg gleich da vorne, meine, oder? Andere Seiten. Da ist er. Da müssen wir da rein. Okay. Jetzt Moment einmal, wenn das... Jetzt probiere einfach einmal, wenn ich jetzt die Statue da herstelle. Achso, da schau her, da ist eh schon richtig, da ist eh schon eine richtige Aussparung für die Statue. Da schaust du her. Jetzt wenn ich die da herstelle und dann da reingehe, fällt ja das eigentlich nur... Ah, da schau her. Jetzt komme ich da rauf. Und dann komme ich da oben. Easy. Okay, Gorgonenauge Nummer 2 und da müsste eine Feder drin sein, oder? Genau. Perfekt. Gut, das haben wir. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Was war da noch ein anderes Tier? Da muss noch ein anderes Tier gewesen sein. Da muss ja irgendwo weitergehen, geht ja gar nicht anders. Warte mal, gut. Kann vielleicht das auch, dass wir da eine einschlagen müssen, während wir mir in den Nebel eingehen. Das kann natürlich auch gut, durchaus möglich sein. Beziehungsweise da haben wir auch noch ein Tier. Okay, da schaut es mir auf, wie wenn es weitergeht. Jetzt hauen wir erst einmal die ganze Einrichtung zusammen da. Das war einmal das Erste. Mehr Einrichtung zusammenhauen, mehr gut, weil mehr kaputte Einrichtungen sind mehr Orbs und mehr Orbs sind auch mehr gut. Ganz einfach. Gut, Gesundheit nehmen wir mal mit. Und Orbs nehmen wir auch mit. Das hört sich noch am Plan an, Mr. Motzok. Ja, toll, und jetzt? Jetzt steht's aber an. Also, das war nur so ein Lootraum, okay. Jetzt passt so, macht. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, wir müssen in den Nebel rein und dann irgendein Tier von dort zusammenhauen. Wenn du mich fragst. Jetzt gehen wir mal da rein. Und dann schauen wir mal, ob wir das da einhauen können. Okay, das funktioniert nicht. Aber vielleicht die da vorne. Aber ich weiß nicht, ob das zeitlich gelangt. Das müssen wir jetzt schauen. Na, die verwisst nämlich nicht. Und das klang da zeitlich nicht. Okay, Moment. Irgendwo übersehe ich was.
Irgendwo übersehe ich hier was. Wann hast du denn Geburtstag, Matzok? Geht's da drin irgendwo weiter? Also, aber jetzt gehe ich einfach einmal zurück. Vielleicht hat sie da vorne irgendwo etwas da. Vielleicht. Weiß nicht. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Es sei denn, ich muss doch in das Loch oben. Das kann natürlich auch sein. Dass ich vorher auf der linken Seite, wo dann der Baum einstürzt, dass ich da dann oben muss. Das probieren wir jetzt aus. Weil da komme ich ja nicht oben, oder? Ja, war da einfach. Jetzt passt so. Das probieren wir jetzt aus. Das Spiel, wie gesagt, God of War, egal ob du jetzt das nimmst, Ascension oder das God of War 3, schauen auch heute noch unfassbar gut aus. Also wie gesagt, für damalige Grafikverhältnisse, wo es damals mit... Warum stehen die Statuen eigentlich wieder da? Für damalige Grafikverhältnisse, was damals möglich war, ist das schon also ganz vorn dabei. Also da kannst du einer wirklich überhaupt nichts schlecht machen. Also das haben sie wirklich sehr, sehr gut gelöst. So, mit dem Hintergrund, dass ich jetzt wahrscheinlich massiv... Wobei, warte mal. Okay. Ja, ich glaube, dass ich da oben muss. Das meine ich wird nicht anders. Ich meine, ich muss da oben. Das probieren wir jetzt einfach aus und dann wird man schon sehen. Wenn ich hibi, mein Gott, nein, was soll der Scheiß? Ah, sechster ist da. Dann muss ich oben. Jetzt muss ich aber dann da rein, weil sonst haut es mir wieder nach oben. Delphi Katakomben. 6 war es doch der richtige Weg. Aber das einhauen. Ja, mehr Secrets, mehr gut. Sehr gut, die nehmen wir mit. Gut. Haben wir Orbs, die nehmen wir auch mit. Was haben wir denn jetzt? Haben wir schon fast 10.000. Gut, Gesundheitstruhe, die sparen wir jetzt, weil unsere Gesundheit ohnehin voll ist. Wenn du die Wahrheit suchst, werden die Seelen des Hades dir eine Hilfe sein. Stimmt, dann Hades haben wir auch noch. Somit haben wir dann den 4. Hauptgott. Seele des Hades. Entfesseln Sie Ihre Diener, die Seelen der Unterwelt. Das Vaporisieren von Genen erzeugt grüne Orbs. Ja, ist mir denke, das Schwert, das hat's mir letztes Mal auf den Sender gegangen.
da kann jetzt keine Magie. Also. Ah, nimm da rein! Okay, fail. Zupft die jetzt da! Da. Mir kommt vor, du hast ein sehr unverhältnismäßig hohes Problem mit Menschen. Da stört dich der mit Bögen, dann der mit Lanze und dieser hier jener. Schon mal über Psychiater nachdenkt? Nein, ich hasse einfach grundsätzlich Menschen, Motzok. Da dir empfehlen, dass du da die Einstellung kriegst. Du hast die Leichte im Leben, glaubt man das. Oh, ich war wann haben wir jetzt Gesundheit gekriegt? Okay, lul. So, nächster Abschnitt. Was haben wir da jetzt? So, Lorta. Ja, das war klar. Ich mach mein Feuer wieder um. Mehr Feuer ist mir gut. Der hat einen Meinungsverstärker, Freunde. Ah, der andere wird auch noch lebendig. Ah ja, okay, alles klar. Das geht mit einer ab. Aua. Aua. Talos-Tötung. Einen Talos so zu töten bringt immer goldene Orbs ein, was auch immer das bringt. Was sagt, warum hast du nicht so einen Bahnhammer? Ach, da kann man den nicht angreifen, wenn in dem Ding haben, okay? Du bist mobil. Achso, ja, okay. Okay. Ja gut, und jetzt? Da muss er etwas so machen. Da ist... Ah! Ja gut, okay, das ist jetzt eigentlich verhältnismäßig simpel. Ja, da muss man den Schwellschädel da einfach unter die Lorte hinschieben. Möglicherweise. Ah. Du schaust ja, der geht da bestimmt genau da rein, oder? Oder auch nicht. Hallo? So. Das muss so weiter. Oh. Jetzt wollte ich gerade sagen, das war auch gelungen, wenn der doch nicht auf die Leute raufkam. Ja, ja. Also so als Meinungsverstärker war der Hammer präsigniert dafür, dass er was bringt. Okay, da geht's nicht weiter. Da ist auch wieder so ein Schwellschädel.
Okay. Da haben wir auf alle Fälle eine Notiz. Oh, da haben wir Gesundheit, das ist gut. Notiz des Propheten Castor. Nach der göttlichen Vision des Orakels Aletheia haben sich alle Priester und Priesterinnen von Delphi ihre Aufgabe beim Propheten ab... Was? Haben alle Priester und Priesterinnen von Delphi ihre Aufgaben beim Propheten abzuholen? Okay, ja jetzt. Was für Hammer. So, hast du jetzt eigentlich die letzten 5 Minuten irgendwie aufpasst? Was haben wir jetzt hier gerade für 2 Gegner bekämpft? Ha? Die haben einen riesen Hammer gehabt. Ja, und dann habe ich zu dir gesagt, du sollst dann sicher einen Hammer anschaffen. Und jetzt fragt er, was für ein Hammer? Da bin ich nicht. Also mach mal. Achso, du bist am Kocher. Okay, Entschuldigung angenommen. Mehr Essen ist wichtiger. Ein Moment einmal. Warum geht's denn in die Tiere da nicht rein? Das ist einmal das Wichtigste. Und was so. Gefäß des heiligen Nebels. Diese Feuerschale ist erloschen. Ohne Feuer fließt der heilige Nebel irgendwas. Keine Ahnung, okay. Aber da kommt später Nebel aus, das sage ich schon. Ja, was sagt dann ich selbst, dass du groß und stark wirst? Jetzt haben wir auch wieder rund. Das ist auch blöd. Das ist auch keine Lösung nicht. Aber gut, das kriegen wir jetzt schon. Wenn du leicht auf alle Fälle bist. Immer wenn es leicht ist, ist gut. Die Grabmale der verstorbenen Orakel. Na toll. Wow, Flammkuchen. Alter, den habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Mrs. Crazy Cuddly, ich glaube, ich weiß, was wir heute Abend noch zum Essen machen. Flammkuchen habe ich echt schon lange nicht mehr gehabt. Eigentlich haben wir jetzt wieder mal so eine richtig geile Idee. Ewige Ruhe für jene, die durch die Augen der Wahrheit gesehen haben. Möge ihr einziger Anblick nun der Frieden im Elysium sein. Bin mir nicht so sicher, mich darf mal interessieren, ob das Reich von Hades, also soweit ich weiß, ist Reich von Hades in der griechischen Mythologie das einzige Totenreich. Also sprich, da kommt ausnahmslos jeder hier, egal ob du gut oder böse warst. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich dann ins Elysium mehr. Ja? So, was haben wir jetzt da? Es tut weh, wenn ich da oben springe. Und da ein Geheimnisthron, den mag ich haben. Ja, okay, stellen wir halt einfach mal. Oh Gott, das geht auf Zeit. Oh Gott, das geht auf Zeit. Oh na. Oh na. Ja, das geht auf Zeit. Ich hab mir's schon gedacht. Okay, aber mit der Rolle vorwärts, meine haben wir schneller. Das müssen wir mal ausprobieren. Bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Denken wir doch. Da haben wir schneller. Jetzt kracht das nur mal runter. Okay, easy. Die nehmen wir uns natürlich mit. Wow, jedes Mal haben wir... Okay, wo ist eh wurscht. 3 Federn und 4 Augen. Leck mich am Arsch, wir kriegen bald schon wieder das nächste Gesundheitsupgrade. Aber ist eh gut. Mehr Gesundheit, mehr gut. Okay, Rätseltime, Freunde. Was haben wir jetzt da? Da ist auf alle Fälle schon mit der Nebel. Das ist einmal gut. So, was passiert jetzt, wenn ich da reingehe? Wenn ich da jetzt reingehe? Dann können wir da Harpien raus. Ja, toll. Weg mit... Ah, da bricht die Tür. Das ist gut. Oh, Batman-Verschnitt. Ab vom Hof. Achso, da ist ein Bombenversucher. Okay. So, Ruhe ist jetzt, Freunde. Die andere ist unter den Boden reingeglitscht.
Ah, ich bin mal so frei und lass die wieder aus, so möglichst her. Okay, das war aber jetzt erstaunlich einfach. Da ist wieder ein Nebel und der Nebel ist auch nicht umsonst. Auf alle Fälle ist da die Tür auf. Warum ist dann da... Hä? Warum ist jetzt da der Nebel? Für was? Mag ich wissen. Da bricht der Baum ein. Da hinten... Geh halt einfach weiter. Ja, wir verhandeln das. So, ist jetzt fertig mit der Flotterei. So ziemlich genau, da ich sagen. So, jetzt passt so. Was macht das jetzt so? Das ist ja nicht umsonst so. Jetzt schauen wir mal da um. Aber wir müssen da wahrscheinlich... Ah ja, da hinten ist das Gitter, deswegen. Okay. Ja, okay. Berechtigt, jetzt wissen wir, warum der Nebel da ist. Weil dann da hinten das Gitter runterfällt. Gut, das heißt, da muss es ein wenig schneller gehen jetzt. Ja, gerade nicht. Okay. Aber die Truhe nehmen wir jetzt trotzdem noch mit, ist eh egal, weil die Zeit haben wir. Füllen wir Magie mal auf. Wollte ich gerade sagen, so ein Gegenstand ist in God of War nie umsonst. Ja, okay. Der geht auf Mike Hoppen. Hey, scheiß Fledermaus! Zieh fix nur mal. Ja gut, dann rennen wir heute auch noch mal aus dem Weg. Hilft eh nicht. Ei. Na wenigstens sind die weg. So, die kommen jetzt ja da dann auch nur mal. Oder auch nicht. Waren sie jetzt weg. Lol. So, Magie haben wir gesagt. Dann holen wir uns die Orbs.
Traum wir jetzt wetten, wenn ich jetzt zurückgehe und den Nebel aktiviere, dann haben vor mir jetzt die Harpien da. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ah, herrgott, Seele. Gut, jetzt haben wir in der Haupthalle. Und was war der Haupthalle ohne Gegner? Gott, was ist denn das? Außer da! Oha. Ah! Geh mir nicht auf den Sa... Oh, wieder. Klappe. Kexi, habe ich dir. Was fehlt bei dir? Eine leere Haupthalle, ja, das gibt's in God of War nicht. Vergiss den Fall. Also zumindest nicht vorrangig. Gibt schon, aber da muss erst was passieren, dass die wieder leer ist. So, was haben wir jetzt da? Da ist jetzt auf alle Fälle die Sanduhr und die Sanduhr muss nach unten. Ja? Ist auch klar. Jetzt schauen wir erst einmal, was da drüben überhaupt zum Sehen gibt. Ja? Bei mir. Aha, da hinten ist das 6. Da haben wir eh schon so weit. Das ist eine Geheimnistruhe. Und die Geheimnistruhe, Freunde, die mag ich haben. Ihr könnt sagen, was schmeckt. Aber die mag ich haben. Und da ist auch ein Tier. Du magst nicht mehr. Wie, du magst nicht mehr? Arbeiten. Kann ich verstehen. Da der auch nicht mögen. So. Das heißt, wenn ich da jetzt draufstehe, gehen beide Tieren auf. So, jetzt brauchen wir irgendwas, dass da Gewicht drauf kommt. So, die Frage ist jetzt, was brauchen wir da? Das wollen wir lernen. So, wenn wir da Gewicht drauf bringen, geht der Aufzug oben. Ja, das ist klar. Okay. Ah, warum müssen die jetzt auf? Ach, die klemmt! Ah! Ja gut, das macht Sinn. Was haben wir da? Das ist Gesundheit, oder? Du arbeitest seit 3 Wochen durch, wie so viel, weil so viel krank sind. Irgendwann kannst du, ja, 3 Wochen durcharbeiten, du, hey, leck mich am Arsch. Wie lange geht denn das noch so dahin? Ah, schau her, da haben wir den Schlangennebel. Und der Schlangennebel, lass mich raten, der Schlangennebel macht jetzt die Tiere da kaputt und dann kann ich die Tiere an. So, da die das jetzt einmal pauschal betrachten. Aber jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Ah ja, da kommt dann der oben. Jetzt mag ich erst mal die Tiere hinterher. Weil Geheimnis. Gesundheitsupgrade, sehr gut. Das nehmen wir mit.
Ja, das ist der Gesundheitsbogen schon in einer dezenten Länge, da ich sagen. Minimum die Woche noch und es wird aber nicht besser, weil eine Kollegin zum 1. Februar arbeitet und haben eh schon Probleme. Kannst du dir vorstellen, wie sich jeder freut? Ja, da kommt Freude auf. Nicht. Mei, also es hört sich vielleicht jetzt ein wenig böse oder ein wenig Schwamme an oder was weiß ich. Nehmt was bitte nicht übel. Also das ist auch grundsätzlich nicht meine Einstellung, um Gottes Willen. Aber wenn wirklich gar nichts mehr hilft, ja, gelber Zettel. Wobei, das macht das Problem eigentlich nicht besser, aber also vergiss das, was ich gerade gesagt habe. So. Ist die Tier da hinten jetzt auch kaputt? Beziehungsweise kann man die einhauen? Ich glaube nicht, oder? Das schaut... Ja gut, okay. Die geht nicht kaputt. Gut, dann hängt das schon mit dem linken zusammen. Dann passt das schon. Jetzt passt es so acht. Auf alle Fälle gibt es da irgendwo was. Da kommt man irgendwie dazu, dass man da etwas draufstehen hat, dass die Tür dahinter drauf geht. Aber das wird man außerfinden. Schauen wir mal, was gibt's jetzt da? Da haben wir was. Ah ja, siehst du das da? Okay, das geht einmal massivst aufs Zeit. Wie ich das sage, oder? Ah, jetzt kann ich mich da einhauen. Okay. Klärt sein Österreich einmal auf, was ist der gelbe Zettel? Das ist der AOK-Urlaub. Ja? Wir müssten uns die Filiale zusperren, weil wir momentan nur 2 Leute sind, weil die andere Hälfte ist krank. Oh. Aber wie gesagt, irgendwann ist halt einfach einmal Sense. Ja? Also es können nicht 2 Leute die Arbeit von 5 machen, zumindest nicht auf Dauer. Das haut halt auch nicht hin. Da müssten sie sich eben einfallen lassen, dass mehr Personal einstellen dabei. Weißt du? So. Wir können das Ding da pendeln lassen. Und ich tippe jetzt mal, wenn ich es pendeln lasse, kann ich da umspringen. Sag ich das richtig? Ich glaube, ich sage das richtig. Ah ja. So, da kam jetzt rein theoretisch Gewicht drauf. Das bringt uns aber nichts, weil wir ja mir wieder runtergehen. Okay. Ja, logisch, jetzt geht natürlich das wieder in den Teil, ist ja klar. Wir hauen jetzt erstmal die Einrichtung kaputt. Haben wir jetzt da? Ja, eins. Alethea, das Orakel von Delphi. Mit Hilfe des Ouroboros-Amuletts und des heiligen Nebels von Delphi weist uns das Orakel den Weg mit göttlicher Wahrheit und Weisheit. Ah ja. Ich hab so das Gefühl, unsere Politiker schauen auch gerne mal in ein Orakel. Aber ist egal. So, was haben wir jetzt? Da haben wir einen Heavy. Da haben wir einen Heavy und da haben wir ein Tier, da wo wir nicht reinkommen, oder? Denken wir. Ah ja, einfach. Und was haben wir da? Nix. Einfach nix. Oh, da haben wir Orbtruhe. Orbtruhe ist gut. Oh, Freunde! Wir haben genügend. Wir können unser Schwert aufwerten. Sehr gut, Schwert auf Stufe 4, das ist gut. Neue Angriffe, Athenes Rache. Was R und Viereck drückt. Was? R plus Viereck halten. Das probiere ich jetzt aus. Du brichst ab Fingern. Okay. Ja gut, wie auch immer. Gut, dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir den Hebel da aktivieren. Werden wahrscheinlich die Tiere ab, oder? Ja, denke mal. Da können wir wieder... Oha. Okay, über den Weg können wir wieder zurück in die Anfangshalle von vorher. Was heißt in die Anfangshalle? In den unteren Bereich, wo der andere Depp steht mit seiner... Okay, das heißt, wir müssen trennten die Nebel aktivieren, zurückrennen, dann können wir wahrscheinlich die Tiere einhauen. Machen wir mal. Machen wir mal eins nach den anderen, ja? Kriegen wir schon. Schaut so aus. Okay, da ist ein Anzeigeback.
Ah, ich glaube, ich weiß auf was das ausläuft. So, wir haben da ja hinten vorher eine Truhe übersehen. Beziehungsweise, ich glaube... Na, jetzt passt so wacht. Jetzt passt so wacht. Da haben wir vorher einer gegangen. Genau. Oder? Nein, haben wir nicht. Oh! Ja, eben, das wollte ich gerade sagen. Er und 4 geht gar nicht. Okay, jetzt pass auf. Die Tier kann man eindreschen. Das fällt runter. Ja, es passiert genauso, wie man es denkt hat. Jetzt passt so wacht. Jetzt hauen wir mal die Tiere rein. Okay, das ist praktisch der Shortcut. Alles klar, okay. Das ist jetzt die Tiere, wo wir vorher nicht aufmachen haben können. Okay. Passt. So. Jetzt passt so wacht. Das Ding da, wo ist denn das jetzt? Das da fällt runter. Dann springen wir mit runter und dann müsst ihr jetzt... Ja, warum auch nicht? Warum denn auch? Das war ja sauber einfach. Okay. Ja, mit die anderen. Achso, da komme ich da wieder auf. Ja, gut. Keksi, hast du dann halt Feierabend oder geht's bei dir nur weiter? Hey, Moment einmal, da ist doch vorher nicht aufgegangen, oder? Weil da jetzt passt, das möchte ich jetzt wissen. Was passiert jetzt, wenn ich in den Nebel laufe und dann versuche nach oben zu steigen? Kracht das Bredel dann auch runter? Springen wir da mal drüber. Ah, okay, das macht keinen Unterschied. Okay, ja, passt schon. Gut, das wird mir zeitlich jetzt zu knapp, also warten wir einfach nur mal. Ja, ja, passt schon. Kein Stress, Keksi, um Gottes Willen. Merci dir für den Lurken, viel Spaß. So, jetzt brauchen wir das Statuen-Ding da. Das hätte man vorher vielleicht in Position schieben sollen. Ja, denken wir es eh. Aber so denken wir, dass das funktioniert. Dann nochmal auf, den Nebel aktivieren und dann können wir die Statue auf diesen Holzbalken schirmen. Und dann fährt die Statue da auf, die wir dann wiederum wahrscheinlich irgendwie auf Umwegen auf den Schalter bringen, damit wir an die Geheimnistruhen kommen, beziehungsweise ist dann die Statue dafür zuständig, dass die Sanduhr nach unten drückt. Jetzt halten wir uns da fest. Wächst da? Hab ich die Schuhe draus. So, jetzt passt so wacht. Wir kommen aber jetzt auf dem Weg nicht zurück. Das heißt, wir müssen einmal außen rum. Ich mag jetzt nicht unbedingt in den Nebel da reinrennen, deswegen. Anders. Nicht das. Müssen wir ja. Schauen wir den ganzen Wumms einmal da durch. Ah, 6 da und dann gehört die da oben, ja? Wie ich mir's gedacht habe. Okay. Ja gut. Jetzt können wir das Ding da mal auf den Schalter da vorne schieben. Dann geht er nämlich hinten links da mal die Tür auf. Das heißt, wir haben die Geheimnistruhen auch auf jeden Fall schon mal eingesackelt. So. Schauen wir mal. Ja, passt schon, Mozart. Viel Spaß bei deiner Oma und merci fürs Zuschauen. Wir hören uns. Das deponieren wir da jetzt einfach mal. Ach, da schau her, das ist jetzt automatisch. Okay. Ja, gut. Jetzt gehen wir mal. Gehen wir mal dahinter einer. Geht's so durch? Nein. Ja.
Notiz des Propheten Castor. Das Orakel Aletheia hat gerade eine göttliche Vision und darf nicht gestört werden. Alle Suchenden und ihre Opfergaben dürfen nur dem Propheten vorgeführt werden. Aha, also sprich der andere Zipfi dort von vorher ist wahrscheinlich der Prophet. Phönixfeder erhalten. Okay, da haben wir jetzt auch schon fast wieder alles beieinander, was wir brauchen. Es geht gut dahin. Moment. Ich bin kurz AF. JJ, habe ich dir und gleich einmal mehr für dein Lurk. Viel Spaß. Ich hoffe, es geht gut. Ja. Jetzt war halt die Frage. Aufgemerkt. So. Königsfedern. 4 von 5. So, und jetzt ist die Frage, wie geht's da jetzt weiter? Jetzt haben wir auf alle Fälle den Ständen da. Was ihr mir jetzt vorstellen könnt, das ist, dass wir jetzt das Ding da nutzen können. Dass wir gleich von da auf die Plattform kommen, ja? Jetzt kracht das Ding ober. Und da ist die Sanduhr, die hat einen Sprung und da müssen wir wahrscheinlich mit dem Spieß rein. Das ist aber ein sehr enges Zeitfenster, du. Schauen wir mal das da ganz dran. Damit wir ja keine Lücke nicht haben. Aber es ist ja heute ist die jetzt eh nicht mehr fest, oder was? Ah ja, jetzt lassen die das Ding fallen, okay. So kann man es auch machen. Dann geht's nach unten. Die Kammer des Orakels. Lege deine Gaben für Aletheia. Wir entscheiden dann, ob sie würdig sind. Ich gebe gar nichts. Du forderst wirklich eine Audienz beim Orakel, ohne Gaben mitzubringen? Kühn. Töricht, aber kühn. Obwohl, du musst einen guten Grund haben, mit solch einem Zeichen das Orakel aufzusuchen. Kehre zurück, wenn du bereit bist, Opfergaben zu erbringen. Ich kam, um das Orakel zu sehen. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich hätte gerne deine Geschichte gehört, Krieger. Eine Schande, dass du dich der Vernunft verschließt. Entfernt ihn. Ja, genau. Die zwei und was für Armee. Schlau. Wir brauchen einen besseren Sklavenhändler. Ah ja. Wir dulden deine Vermessenheit nicht. Du wirst sie nicht sehen. Was ist denn der für einer? Ey, das ist aber schon Cheaten, was der macht, gell? Wir sorgen dafür, dass du nicht überlebst. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass du sowas vorhast. Ich weiß, er kommt näher. Lass mich, ich kümmere mich um ihn. Arroganter Narr. Aha, das ist ein Bosskampf. Wir lassen uns nicht besiegen. Du magst ein großer Krieger sein, doch in unserem Tempel hast du nichts verloren. Du wirst das Orakel niemals sehen. Ja, die hat's auch hinter sich. Herrje, der ist aber ganz schön hartnäckig.
Seine Hartnäckigkeit bringt ihm nichts als den Tod. Also ich muss schon sagen, die deutsche Synchro von God of War ist schon richtig gut. So, jetzt Moment einmal. So, erstmal auf Couch gelagert und meinen provisorischen Smart TV. Was ist denn der provisorische Smart TV? Das ist das Tablet oder wie? So, Freunde, wir machen jetzt gleich den Bosskampf. Ich brauche aber jetzt schnell unbedingt was zum Trinken, weil sonst verdirscht die da erinnern. Ja, das war natürlich auch nichts. Es geht gleich weiter. Ja? Ich bin in einer halben, dreiviertel Minuten wieder da. Ja? Also nicht weggehen. Wir tun da schon noch dahin wursteln, wasteln, weißt schon. Wie auch immer. Ich mache hinterweil schnell Musik, aber so ganz im Stillen möchte ich dann auch nicht sitzen lassen. Gell? Also, hier sitzen bleiben. Machen wir gleich weiter. Bis gleich. So. Gedrehter 2. Ach so, ja, du hast das System durchgespielt. Einfach am PC-Bildschirm dran und dann geht's ihm dahin. Auch nicht schlecht. Jetzt kannst du quasi meinen Schund in ganz gemütlich von der Couch genießen. Win-Win-Situation. So. Also ich glaube, jetzt lang hätte ich es jetzt ohne. Ich muss mir das anfangen, dass wenn ich Streamer anfange, dass ich mir automatische Flaschen Trinken mit herstelle, weil das auf Dauer, wenn es die ganze Zeit dahin laberst, ob es jetzt was Gescheites ist oder was nicht Gescheites ist, irgendwann triggert einfach so dermaßen das Mai aus, dass ganz aus ist. Also, Prost auf euch. Das war nötig. So. Dann verhauen wir den Typen. Hätte ich mir schwarz gemeint. Oder ein Mini-Kühlschrank zum Setup dazu. Da. Das bringe ich platztechnisch nicht hin. Also ich hab's jetzt ich muss sagen, durch den Monitorhalter, den ich mir jetzt vor ungefähr einem Monat geholt habe, habe ich mir einiges am Platz eingespart, aber da geht jetzt also wirklich gar nichts mehr. Ja? Aber gut. Das warten jetzt Luxusprobleme, wenn du das so sagst. Oder so sagst. Gut, also, los geht's. Verhauen wir den Typen. So, ich wirf erst mal einen Stor ins Gesicht. Wieso durfte er meinen Tempel? Weil ich einfach hingehe, wo ich mag. Okay, der war nicht schlecht. Der kommt momentan eine Teleportation. Das ist gemein. Vorteil, wenn man springen kann, gell? Oh, Burli, weißt du, was ich dir prophezeien? Ganz einen schmerzhaften Tod. Oder auch nicht. Oh.
Ich bin so ein Volldepp. Also jetzt habt ihr jetzt nicht wirklich was versammelt. Ja, ich bin gestorben. Entschuldigt. Das darf ich immer versammeln. Aber gut. Es habt's nicht viel versammelt. Er hat mich verhauen. Beziehungsweise, nein, eigentlich hat er mich nicht verhauen. Er hat mich einfach in den Tod stürzen lassen. Alter, der verlangsamt mich. Was ist mit ihm? Ist er behindert? Also, warum die Frage? Natürlich ist er behindert. Was treibt er jetzt? Macht er einfach seine Arena kaputt. Warum tust du das? Deine Angriffe sind relativ vorhersehbar. Jetzt riecht das wieder her. Ah ja, okay. Ich lasse nicht zu, dass du weitermachst. Na, das sagt wer? Also jetzt schießt du schon mit Magie. Wir werden dich töten. Gezeichnet. Alter! Der lässt einfach einen Boden unter mir einbrechen. Du hast mich zwar jetzt zweimal sterben lassen und du lässt mich wahrscheinlich auch noch mal sterben, aber... Jetzt nervt er mich, weil ich langsam gehe. Also überall... Ah, okay, verstehe schon. Überall, wo der seine Magie hinhaut. Bricht der Boden weg. Aua. Oh, der ein Dusel. Jetzt nervt er mich, weil ich langsam. Hä? Was ist jetzt? Aber ich will gerade sagen, irgendein Fleck muss überbleiben. Spiel nicht mit diesem Nahen. Oh, jetzt glaube ich, man ist ja gleich am Arsch. Oh, steht Senk auf voll blöd ein.
Wie jetzt? Jetzt hast du es mit mir zu tun. Was ist jetzt eher gespaltene Persönlichkeit oder was? Wieder, der wird ja immer schneller. Achso, jetzt fordert die harten Moves aus, oder was? Weil der macht jetzt einfach verdammt viel Schaden. Arschloch, du Grintix. Oh, das wird aber eng. Du bist stark, aber Castor ist unaufhaltbar. Weil wie viel Leben hat denn der? Besiegen! Du bist weit mir. Ja, die ist hier. Oh, jetzt hat's die aber. Sie wird mich foltern, wenn ich versage. Hört da nicht anders. Oh ja, der zückt. Der. Ja, aber damit. Oder davon, okay, der haben gar nicht anders. Ich bin nur ein Unschuldiger. Ja, natürlich. Wie gut das einfach gemacht ist. Ja, das hätten schon herzogen auch können bei so einem Spiel ab 18, ja? Der ist jetzt Gulasch. Ouroboros Amulett. Dieses Amulett wurde dem Orakel Aletheia vom Propheten Castor gestohlen und kann anzeigen, ob ein Objekt lebendig oder tot ist. Objekte können lebendig und tot sein. Oh. Ja, die hat's hinter sich. Die hat's massiv hinter sich. Die Entwickler sind herrliche Psychopathen. Die Entwickler haben einfach fucking Brains gewesen. Achso, wenn man... näher und... Jetzt pass auf, Ouroboros haben wir nicht. L2 halten. Aktivieren. Drücken, Objekte anvisieren. Zerfallen lassen und wiederherstellen. Okay, ja, ich verstehe schon. Okay, dann müssen wir jetzt praktisch erst da aufhören und dann kommen wir rum. Schaut komisch aus. Ja.
Das ist da rauf. Machen wir da um. Lass mich raten, wenn ich da hergehe. Das Geheimnisse. Sag ich doch. Und so kann ich jetzt wahrscheinlich. Neonleuchtende Objekte, ja. Ah ja. Jetzt kommen wir auch zu ihr, okay. Die ist ja eh hier. Okay, die zuckt zumindest noch. Okay, vielleicht ist sie doch nicht hier. Weg nach Delphi. Ich mag erst rum. Okay, da gibt's nichts. Oder? Ah, das ist eine kaputte Truhe. Da schau her. Das hätte ich jetzt beinahe nicht gesehen. Jetzt können wir mit dem Ding auch die kaputten Truhen herrichten. Das ist gut. Aletheia. Die Reliquie, die du trägst, hat keine Wirkung auf mich. Dann ist dein Schicksal besiegelt. Sorg dich nicht. Ich bin mir meiner Lage bewusst. Ja, gesund ausschauen bist du nicht mehr. Diesen Tag erwartet. Deine Gedanken sind zerstreut. Und dein Geist verwirrt, Krieger. Ich spüre es. Du suchst die Wahrheit. Ja. So sei es. Vergiss nicht, die Wahrheit hat immer ihren Preis. Feinde, Unschuldige, Familie. Dein Bund ist erfüllt. Was getan ist, ist getan. Und es ist unwiderruflich. Die Furien vergiften deinen Verstand, weil du fliehst vor deinem Eid mit Ares. Sie werden vor nichts zurückschrecken, falls du dich weigerst. Also spricht der Schatten die Wahrheit. Die Absichten von Orkos sind rein. Orkos. Aber er gehört zu den Furien. Und die Zeit seiner Bestimmung wird kommen. Meine Zeit verrinnt. Um den Wahnsinn loszuwerden, der dich quält, musst du jene besiegen, die deinen Bund mit dem Kriegsgott bewahren. Wie soll ich die Furien besiegen, wenn ich nichts als Illusionen sehe? Jenseits des Meeres birgt der Leuchtturm von Delos die Augen der Wahrheit. Delos? Finde die Augen und sie werden dir den Weg zur Freiheit weisen. Also das, wo man die Cut-Szene, die wo man da vorher gerade gesehen hat, das wo so ein bisschen, ja, das wo so eine komische Grafik-Ding hat, das hat eigentlich im Endeffekt nur noch mal den Hintergrund gehabt, da ist nochmal erleuchtet worden, dass der Kratos, wie gesagt, einen Bluteid mit einem Ares eingegangen ist. Ja? Nur noch mal kurz zur Erklärung, die Furien verfolgen uns ja nur deswegen, weil der Kratos keinen Bock mehr auf den Eid hat. Und warum er keinen Bock mehr auf den Eid hat, habe ich glaube ich schon mal erklärt. Er hat durch den Bluteid, was er mit Ares geleistet hat, praktisch mehr oder weniger seine Familie, was heißt mehr oder weniger, er hat seine eigene Familie gekillt durch das. Das hat ihm aber der Ares vorher nicht gesagt. Ja? Deswegen, also wenn mich jemand zwingt, dass ich meine Familie umbringe, dann hätte ich auf die Dinge auch keinen Bock mehr. Ja? Deswegen sagt der Kratos, hey Ares, du kannst mir mal Fett am Arsch lecken. Und deswegen haben die Furien hinter ihm her. Nur noch mit der Vollständigkeit halber. Ja? Die hat sich jetzt natürlich hinter sich. Ja?
Aletheia, das Orakel von Delphi. Mit ihrer prophetischen Gabe sprach sie in ihren letzten Worten von den Augen der Wahrheit. Sie warten jenseits des Meeres in der Laterne von Delos. Tolle Wurst. Na dann, gehen wir weiter. Ah, es geht nicht umsonst nach rechts. Da geht es nicht umsonst nach rechts. Gibt's bestimmt auch wieder irgendetwas zum Sagen. Wechselst du Geheimnistruhe. 5. Phönixfeder. Schon haben wir 3 Magieslots. WB-Cookie. Und voll, ja, dann ist Hauptsache es hat geschmeckt, das ist das Wichtigste. So. Und dann jumpst du da rum. Aha, dann müssen wir da noch oben. Das kann man nicht herrichten, oder? Nein. Oh, das ist jetzt ja sehr schmackhaft da. Also ich sehe schon, ich habe lauter Schmeinfecker. Ich habe lauter Feinschmecker in meiner Community. So. Ah, genau, da haben wir uns ja die Truhen damals aufgekommen. Wir haben jetzt wieder da, wo wir im Endeffekt am Anfang waren. Aber da können wir jetzt natürlich nicht mehr weiter, weil ja die Schlange weg ist. Ja, die ist ja oben jetzt am Tempel. Genau, da haben wir das Wasser von Poseidon gekriegt. L2 gedrückt halten, dann 4 gedrückt. Also die kann man angreifen, auch damit, oder was? Außer wenn es einer abblockt, dann natürlich nicht. Und das hat eine Abklingzeit. Ich mag die... Ach, das Ding schwebt dann einfach in der Luft, okay. Ja, solange der da ist, kalt ist. Du zupfst jetzt einmal, ja? Auf ganz gepflegt. So, und du tust deinen Schädel her. Dann gehst du wegen Flying. Und dann reißt er die auseinander. Dankeschön. Schmeinfecker. Ein Schmeinfecker-Command. Also, ich muss schon sagen, der Mr. Price hat es ja vorher schon mal angesprochen. Nicht nur die Spiegelungen in die Fliesen vorher waren grafisch damals geil, sondern auch wie die das Wasser hingebracht haben. Also, ich glaube, ich traue mir jetzt fast wetten, wenn sie jetzt gerade mit dieser schaut, ja, bedenkt, es ist PS3-Grafik. Ja, bisschen upscaled, minimal. Ja. Aber wenn man sich einmal vor Augen führt, dass das teilweise heutige Spiele nicht so clean hinbringen mit dem Wasser wie ihr seht, dann könnt ihr euch einmal ja, vor Augen führen, wie viel Liebe das in dem Spiel gesteckt ist, wie sie es entwickelt haben. Allein das, wie das Wasser da unten jetzt ausschaut, das ist einfach ein 11 von 10. Ja, so richtig realistisch. Vom Vorschlag für den Command, was werden das wieder sein? 2013 war nichts anderes da. Schau auf der Konsole überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Also richten wir auf alle Fälle mit das Ding da her. Einfach richtig gut gemacht. Da kannst du sagen, was du machst.
Ich muss nur aufschauen, dass ich da jetzt nicht irgendwas übersehe. Das geht nämlich relativ schnell in God of War. Das Problem ist, in den meisten Fällen, also da ist jetzt zwar ein bisschen Backtracking möglich, aber später, also wenn du jetzt in den Tempel was übersehen hast, das bin ich gut. Da kommst du nämlich nicht mehr hin. Der ist schon wieder so eine scheiß Sirene. Geh mal zum Zahnarzt, was ist denn mit dir? Aber wenigstens greift die ihre eigenen Verbündeten an. Ja, tolle Wurst. Alter, die Sirene nervt. Brauchst gar nicht schreien. Allerdings haben wir sie in meine Augen mit God of War 3 Remastered selber eingelegt, weil besser wird's nicht mehr. Ja. Ja. Mr. Price, also Stand jetzt, weil man weiß ja nicht, was in Ragnarok einmal kommt, aber Stand jetzt, ja. Stand jetzt, ja. Unterschreibe ich auf jeden Fall so. So. Der Mr. Ivan, den könnt ihr gleich wegbauen, weil das ist ein Bot, so wie es ausschaut. Weil mein Follower-Account aktualisiert sich nicht. Es sei denn, das hat wer unfollowed, aber das glaube ich nicht. Jetzt schauen wir mal vorsichtshalber nicht, dass ich da jetzt unverholfen einen Command ausgebe. Nein, er ist real. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Mr. Ivan, ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, es ist alles fit bei dir. Gut. Was haben wir jetzt da? Gut, da kommen wir auf alle Fälle wieder zu so einer Geheimnistruhe hin, das ist gut für uns. Die Zisterne. Ja genau, das war das am Anfang. Haben wir das tatsächlich übersehen oder können wir da jetzt erst hin? Da Gorgonenauge. Mir fällt gerade ein, wir brauchen mal Gesundheit. Vielleicht haben wir uns noch irgendwo eine Truhe aufgekommen. Schlecht. Ah, das ist ein Hunderl. Ganz schlechter Zeitpunkt jetzt für das Viech. War schlecht getimt. Du nicht. Vielleicht aber auch schon.
Gut. Ja, jetzt war aber, wie gesagt, es war halt jetzt trotzdem nicht schlecht, wenn wir ein wenig Gesundheit kriegen, weil sonst sehe ich da ein bisschen schwarz, ne? Oh, da haben wir das Klee. Achso, das hat nicht so ausgeschaut. Von der Seite haben wir aber letztes Mal nicht gekommen, oder? Da haben wir von da reingekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Oh gut, ich kann jetzt auf dem Holzweg sein. Ah, da kann man die Truhe richten, sehe ich von da. Immer. Und da hat es ja nur eine gegeben. Also eine Gesundheitstruhe, das ist gut. Ah, die nehmen wir gleich mit. Für den Fall, dass noch irgendein Gegner kommt. Magie füllen wir uns auch auf. Jetzt ist es entweder da rechts weitergegangen oder da links. Okay. Wo geht's aus? Das heißt, da müsste da jetzt irgendwo noch die Truhe sein. Ah, genau. Schaut sich gut an. Genau, und da war die Prophezeiung. Okay, alles klar. Oh, Dickerchen. Und da hinten ist eine kaputte Truhe, sag ich sofort. Alter, der kann auch laufen. Ich wirf da Bomben auf deine Eier, du bist ja. Oh, das werden noch mal mehr. Das Glorgviech gerade da bei. Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Schön super machen. Okay, easy. So, da dahinter gibt es eine Truhe. Habe ich ganz genau gesehen. Oh. So, wenn mich nicht alles täuscht, war doch... Jetzt pass auf, das sehen wir jetzt eh gleich. Da war nämlich da unten, wie wir in den Tempel eine Hand, damals, oder was heißt damals, am Heiligen Abend, war da hinten nämlich auch nur eine kaputte Truhe, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine ja. Ah, siehst du das da? Mir entgeht nichts. Die nehmen wir uns natürlich schon mit. Mehr Orbs, mehr gut. So, jetzt muss ich mal nur schauen, ob ich das von da aus richten kann oder ob ich da aufsteigen muss. Wahrscheinlich muss ich aber da aufsteigen. Okay, macht aber keinen Unterschied. Da bauen wir das wieder zusammen. Sehr gut. Wir könnten Architekt werden.
So, rechts geht's wahrscheinlich weiter. Achso, da geht's nur in die Hitten rein, oder? Ah, mal deine Richtung noch kaputt machen. Sehen wir schon, da geht's. Das schaut so komisch aus auf der Mauer. Kann man da jetzt irgendwas tun? Ich glaube nicht, oder? Nein, weil das haben wir letztes Mal schon angeschmatzt. Das ist irgendwie was mit von wegen Verdirscht und Aquädukt, bla bla bla. Ah, da kann man auch was richten. Oder hätte man was richten können. Ich sag schon, mir riecht mir das Wasserradl da wieder her. Ja. So, dann machen wir. Ah ja, das bleibt jetzt an Ort und Stelle ja so liegen. Entgegen aller Physik. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, auf was das ausläuft. Da muss man jetzt wahrscheinlich den... Oh, da ist eine Gesundheitstruhe, die nehmen wir mit. Brauchen wir aber nicht. Dann muss man jetzt wahrscheinlich da den Heavy da durchziehen bis da hinten und dann muss man es wieder fallen lassen, oder was? Hoppala. Ist da hinten auch eine kaputte Truhe gewesen? Ah, okay. Da hinten haben zwei Rowdy-Truhen. Okay, jetzt muss man das fallen lassen, damit ich hinten wieder aufbekomme wahrscheinlich, oder? Ja genau, jetzt kann ich da wieder aufspringen. Und dann kann ich das herrichten. Dann kann ich das Ding da herrichten, okay. I see. Jetzt hören wir uns aber erst einmal die zwei Orbtruhen da hinter. Also da muss man außen rum, oder was? Wir jetzt schon wieder knapp 6000. Moment, aber mehr kann man eigentlich einmal. Nicht das. Also geht das jetzt nicht. Jetzt halt. Das braucht man da jetzt für einen Aufstieg. 25.000, ja, das kann, da kannst man schon aufblasen damit. Ich finde, als Zweig, als zusätzlichen Angriffszweig finde ich den Hades eigentlich nicht schlecht. Der hat sogar 5 Stufen. Wir haben jetzt 3000. Ja, das klang uns gerade nimmer, aber das macht jetzt nichts. Hades Wut, Feder des Hades, Peiniger des Schmerzes. Okay. Whatever. Ah ja, okay. Jetzt kann man das Ganze wieder zusammensetzen. So, jetzt stehen wir mir ganz herum. Da gibt es jetzt tatsächlich nichts. Okay, das wundert mich. Na? Hä? Wie jetzt?
Also jetzt muss ich da... Ah, okay. Ja, ich verstehe schon. Muss man da anziehen. Dann kommt das Radl runter und dann muss ich einfach hier rein. Okay. Ach, der nix. Die Zeit haben wir. Okay, das geht hin. Okay. Ah! Oh. Ah, das muss jetzt wieder zlängen, oder was? Das ist ja scheiße. Ernsthaft? Das muss man wieder zlängen? Damit man da wieder aufkommt? Na. Warte mal. Achso, der bleibt jetzt da. Der bleibt jetzt so hinten, ja. Ah, okay. Okay, das muss man echt wieder zwingen. Okay. Wie einfach obergeracht, wie so also 3-Tonnen-Statue. Also da haben wir jetzt vermutlich gerade ein bisschen sehr dämlich angestellt. Weil anders kommst du nicht auf. Ja, sechstes, da haben wir einfach nur das Auto angestellt. So, dann richten wir das wieder her. So, dann kommt jetzt da das Wasser wieder durch. Okay, zurückrennen kann man da definitiv nicht. Glaube ich. Aber ich traue den Frieden da noch nicht. Jetzt geht es nämlich nach unten weg. Okay. Oh, Tauchpassage. Die Grotte. Ladies and Gentlemen. Berüchtigt für jedes God of War Spiel die Unterwasserpassagen. Ja, die haben schon immer eine 11 von 10 gewesen. Die haben zwar immer relativ kurz in die Spiele, aber die sind richtig geil gemacht. Und da weise ich wieder drauf hin, grafisch einfach für damalige Verhältnisse eine 11 von 10. Da kannst du sagen, was du willst. Allein das, jetzt passt so, allein das. Die Spiegelungen im Wasser, die Sonneneinstrahlung, das bringen es teilweise heute nicht so hin. Ja? Von daher, wie gesagt, für damalige Verhältnisse absolut top. Ich traue mir fast wetten, wenn du das in heutiger Grafik so machen darfst, dann hättest du eine brutale Auslastung, was dein Prozessor und so weiter angeht. Weil das ist einfach, also realer kannst du es schon fast nicht machen. So, was haben wir da jetzt? Ja, da kommen wieder Gegner, oder? Ja, war klar. Also ich schlupfen. Ah, der springt nicht in den Tee, okay? Ah, da kommt der zweite, okay?
Ja, die haben was gegen mich. Ganz offensichtlich. Ist zwar, ich kann auch zaubern, gell? Benast. Okay, da brauchen wir wieder das Amulett dazu. Schauen wir mal. Jetzt holen wir uns erst mal die Gesundheitstruhe da. Da müssen wir mal. Ah, da ist die. Was ist denn da jetzt hier? Ist da oder was? Nein. Okay. Oh, ah! Da ist die Ketten. Ah, wenn man das zerfallen lässt, fällt die dann weiter oben? Oder gibt es da noch... Achso, da ist noch eine. Okay. Ah, dann fällt das nach unten, okay. Okay, wir tauchen mal weiter. Da hat es, glaube ich, da drin, wenn mich nicht alles täuscht, hat es da irgendeinen geheimer Gegenstand zum Finden gegeben. Das müssen wir mal schauen, ob es den da noch erinnern, ob es den erinnern lassen haben. Ich glaube, da findet man Poseidon seinen Dreizack. Irgendwie sowas. Meine war da. Der Kratos ist so brutal, der schnauft unter Wasser. Ja, da war doch nicht irgendwie Epsi von wegen, der hat doch da irgendeinen Gegenstand gefunden. War das nicht eh vom Poseidon irgendwas? Ich weiß nicht mehr, das ist so lang her. Da kann man auf, meine ich, oder? Ah ja, da geht's nochmal auf. Wie jetzt von da herkommen? Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Ja, von da haben wir herkommen. Okay. Honeybee möchte einen Flauschknädel sehen. Ja, das machen wir gleich. Mrs. Honeybee. Willkommen. Ich weiß zwar nicht, wie lange du schon da bist, aber den Flauschknädel kriegst. Hä? Ich bin mir... Ah! Da siehst du es. Ja, da findest du normalerweise diese mythischen Gegenstände. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es bei der PS Now-Version außerpatcht haben. Weil das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass irgendwo was aufgeflackert hat mit R1, dass du interagieren kannst und dann war da nichts. Aber wie gesagt, das ist halt ewig und 3 Tage her. Jetzt pass auf, nach rechts gang es weiter, aber der Weg ist auch nicht umsonst. Vielleicht gibt es da noch irgendwas zum Finden. Schauen wir mal. Ah, das bleibt jetzt einfach guftig gesprungen. Okay. Beziehungsweise... ja, ist einfach der gleiche Weg nur oben rum. Okay. Okay, dann bleibt sie sich guftig gesprungen. Da noch mehr oben geht, da geht's nicht mehr oben, okay. Ist da noch irgendwas? Das war nämlich so typisch God of War, dass du da gerade am Grund noch irgendwo was findest. So. Was brauchen wir denn? Magie brauchen wir, okay. Du hast heimlich Punkte gesammelt für Hasis. Ich sag schon, Hasis ist OP. Die kennen man auch wie warme Semmeln in der Früh. Aber es freut mich, wenn ich das taugt. So. Machen wir gleich. Keine Sorge. Schauen wir mal, wo haben wir denn jetzt? Der Hafen von Kira. Ja.
Freunde der Sonne. Ich glaube, das ist ein schöner Cliffhanger. Wenn es mich fragt. Jetzt habt ihr Glück, dass die Cutscene noch kommt. Okay, aber jetzt haben wir einen schönen Cliffhanger. Ja, es geht offensichtlich aufs Schiff weiter. Aber wie es weitergeht, erfahren wir halt nicht mehr. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Freunde. So. Mrs. Honeybee kriegt jetzt erst einmal als allererstes einmal ihren Flauschknädel. Das ist einmal das Allerwichtigste. Damit das auch erfüllt ist. Ja? Also, Moment. So, gestatten. Es ist ein Oberflauschknädel. Ich habe ihn gestern. Also was heißt geplant wäre es jetzt so, weil ich möchte es von der Geschichte her chronologisch abarbeiten, wenn es denn so gewünscht wird. Ja? Also so darf es halt für mich Sinn machen. Sprich, wir darf jetzt Ascension fertig spielen, das wird jetzt noch ungefähr 2 Streams fressen, in etwa plus minus, müssen wir schauen. Vielleicht bringen wir es auch nächstes Mal am Donnerstag schon durch, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass wir auf alle Fälle noch 2 Streams haben. Dann, wenn dann noch mehr Bock auf God of War ist, ziehen wir direkt im Anschluss einen Orsa durch. Wenn dann immer noch Bock auf God of War ist, schieben wir sofort einen 2er noch. Und wenn dann immer noch Bock auf God of War ist, dann schieben wir einen 3er noch. Und wenn es dann immer noch God of War Bock auf God of War Bock habt, dann schieben wir den neuesten Teil auch noch hinterher. Ja, damit wir dann irgendwann einmal den kompletten Geschichtsstrang beieinander haben, damit wir dann auch Ragnarok streamen können. Ja, also Ragnarok, God of War Ragnarok, wo es irgendwann angeblich nächstes Jahr kommen soll. Also angekündigt ist ja schon, aber ich bezweifle, dass das 2022 das Licht der Welt erblickt. Also ich tippe mal eher, da wird es 2023. Wenn das rauskommt, dass wir das streamen auf alle Fälle. Also da könnt ihr schon mal drauf einstellen. Also God of War wird früher oder später sowieso kommen. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es schon so bald kommt. Also jetzt auf dem Channel. Ja? Aber gut.
mir ist wichtig, dass es ein taugt. Das ist das Wichtigste. Weil klar, es wird immer mal wieder das eine oder andere Spiel geben, da wo es vielleicht jetzt nicht so liegt, da wo du sagst, ja, ist jetzt vielleicht nicht so meins, aber da hätte ich eigentlich eher gedacht, dass das bei God of War so ist, dass du sagst, aber dabei, wenn ich mir das so anschaue, dann später in die Analysen oder wenn ich mir die Mutter schaue, dann denke ich mir, ja, es kommt eigentlich ganz gut an. Also da mal weiter damit. Warum denn auch nicht? Aber gut. So, Freunde der Sonne. Der nächste Stream wird sein morgen. Morgen spielen wir wieder weiter mit Ghost of Tsushima. Jetzt muss ich gerade nochmal selber auf meinem Streamplan schauen, weil ich es nicht mehr hundertprozentig sicher. Morgen um 14 Uhr. Morgen um 2. Morgen streamen wir um 2 wieder, da spielen wir Ghost of Tsushima weiter. God of War Ascension gibt es wieder am Donnerstag. Donnerstag 16 Uhr, da streamen wir mit God of War weiter. Was wir dann Freitag an Silvester tun, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt selber noch nicht. Das müssen wir uns dann am Donnerstag noch mal ein wenig genauer anschauen. Eigentlich, das kommt jetzt drauf an, wenn wir jetzt Donnerstag mit God of War fertig wären, Daten, was ich eh nicht glaube. Ja? Dann kann man Freitag theoretisch mit dem Orsa anfangen. Ja, das wird zwar grafisch gesehen ein kleiner Rückschritt werden, weil das sind PS2-Spiele, aber das ist ja wurscht. Es geht ja schließlich nicht immer um Grafik, es muss einfach spielgut sein. Wenn wir mit God of War nicht fertig werden, dann spielen wir es an Silvester fertig. Hätte ich jetzt gesagt. So pauschal. Aber müssen wir mal schauen, wie weit wir jetzt letztendlich kommen. Ja? Weil das bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt schon sage, ja, das und das der wir Silvester und dann kommt es eh ganz anders. Aber da schauen wir einfach. Genau. Wichtig ist einfach, nächster Stream ist morgen um 2. 2 Nachmittag, Ghost of Tsushima. So zur Planung. Genau. So. Jetzt brauche ich mal jemanden, der wo online ist. So, oder haben wir heute mal ein paar da. Der Mike, Horizon Zero. Wo möchtest du denn hin? Mario Party, Horizon Zero Dawn oder möchtest du Musik? Was ist denn lieber? Sagt es gleich, wie es ist. Oder der Last of Us. Der Last of Us kann auch. H2, by the way. Also ich dürft entscheiden, was mengen wir. Ich kann ihn anbieten an Semcromic, ich kann ihn anbieten an Cookie, ich kann ihn anbieten an Arcade-Schokolade und ich kann ihn anbieten an Super Bayerchen. Das warten die Leute, die gerade so am Start warten. Die wo ich raiden kann. Die ist gleich, du musst dann Kiech putzen, ja. Gut. Ja. Schauen wir mal, ich glaube. Wie nennen wir den? Gut, der Cookie hat 30, der Arcade-Schokolade 29, die Breite. Der Bayer Gin hat nur 5 und der Mike, ich schicke ihn zum Mike, ha? Ich würde ihn zum Mike schicken. Ja, ich schicke ihn zum Mike. So. Merci fürs Zuschauen, vielen lieben Dank auch an die neuen Mitglieder, aber was heißt Mitglieder, an den neuen Follower. Entschuldige dafür, dass ich die am Anfang als Bot beschuldigt habe, das tut mir leid, aber der Name war mir komisch und mein Follower-Account hat sich nicht aktualisiert, beziehungsweise er hat sich aktualisiert, es hat nur irgendwer unfollowed und das habe ich nicht mitgekriegt. Egal. Nächster Stream morgen. An alle neuen Ausrufezeichen Discord einfach einmal drucken. Da kann man jetzt auf meinen Discord-Server, da würde mich freuen, wenn ihr mal drauf schaut. Da habt ihr einen Link dazu. Falls noch irgendein neuer da ist, wenn euch gefällt, was du da sagst, einfach mal einen Daumen da lassen, der kostet nichts, aber mir hilft er. So, dann haben wir natürlich noch einen Raid-Command. Einmal für Follower, einmal für Subscriber. Einfach kopieren und beim Mike dann bitte spammen. Das war ganz, ganz wichtig, dass er sich auskennt. Dann darf ich sagen, sehen wir uns morgen wieder um 14 Uhr. Ghost of Tsushima. Nochmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bedeutet mir wahnsinnig viel, dass ein paar Leute da sitzen. Es werden gefühlt eigentlich immer mehr. Was heißt gefühlt? Es werden immer mehr und das ist unbande schön zum Sehen. Dass da einfach eine Community da ist, die wo einfach Bock drauf hat. In diesem Sinne, einen wunderschönen Dienstagnachmittag, Dienstagabend, wie auch immer. Bleibt sauber, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder. Pfiat euch, habe die Ehre. Ich bin raus für heute. Und viel Spaß beim Mike.